Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV um den Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschtern. Seit dem Januar 2008 ist das Europäische Parlament befasst mit einer Proposition von der Europäischen Kommission für die europäische Vorschriften über Liewensmëttelkennzeechnung neu zu regeln. Das ist nicht umstritten, dass die Verbraucher Recht haben zu wissen, was an den Lebensmitteln dran ist, die sie konsumieren. Und noch was der Nährwert von diesen Produkten ist. Es gibt sich schon immer mehr Sorgen darüber gemacht, dass zu viele Leute, besonders viele junge Leute, zu dick gehen, durch die Gewohnheiten, die ja immens geändert wird, besonders auch weil nicht wie an meiner Jugend daheim nicht mehr so gesund gekocht wird, und wie wir da als Kinder, wie gesagt, nach gewinnt waren. Wir hatten in Europa schon eine ganze Reihe von Vorschriften für die Lebensmittel zu kennzeichnen. Bei den 7 verschiedenen Richtlinien hat allerdings ein Katz sehr jung nicht mehr rumfand. Dafür sollten die Texte durch eine einzige Verordnung ersetzt gehen. Das ist alles schön und gut. Das Parlament war von Anfang an nicht begeistert über den Kommissionsvorschlag. Eigentlich sollte man schon vor den europäischen Wahlen vom 7. Juni 2009 über einen Bericht aufstimmen. Mit über 1300 Änderungsanträgen und da haben wir gescheiterweise beschlossen, das ganz nach den Wahlen auf die Medien zu holen. Bei mir am Studio ist meine Kollegin Renate Sommer von der deutschen CDU, sie ist aus Nordrhein-Westfalen. Sie ist Berichterstatterin am zuständigen Ausschuss für umweltfrohe Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, den noch 2 Jahre sein Bericht aufgestimmt hat, den aber nach auch am Plenum muss passieren. Ein Agrarausschuss war auch matt beraten, dann ist schon da als Rapporteur von meiner Fraktion mitgeschafft, für Verstand an den Vorschlag von der Europäischen Kommission heranzubringen, und das ist mir auch gelungen. Renate Sommer, vielen Dank, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuhörer zu informieren über diese wichtige Verordnung. Wir haben ja seit 2 Jahren, wir beide gut zusammengearbeitet. Bist du denn jetzt zufrieden mit dem, was im Umweltausschuss schließlich abgestimmt wurde? Das ist schwierig zu sagen, ja und nein. Wir haben sehr viel erreicht im Umweltausschuss, aber eben nicht alles, was wir erreichen wollten. Wir haben schon noch große Probleme und hoffen, das in der ersten Lesung im Mai korrigieren zu können. Also was wir erreicht haben, ist, dass wir die Idee der Ampelkennzeichnung als Pflichtkennzeichnung auf jedem Lebensmittel gestrichen haben. Das ist ja ein Konzept, hat sich jemand ausgedacht, ohne wissenschaftlichen Hintergrund. Es passt nicht auf alle Lebensmittel, es funktioniert nicht. Und deshalb sind wir sehr froh, dass das erstmal vom Tisch ist. Und ich denke, das bleibt auch vom Tisch. Hoffentlich. Dann haben wir es geschafft, gewisse Ausnahmen für kleine und mittlere Betriebe hineinzustimmen. Allerdings sind die wahrscheinlich zeitlich befristet. Also das klären im Moment die Rechtsdienste, weil es verschiedene Änderungsanträge zu dem Thema gab und mehrere, die sich nicht so ganz einig sind, wurden gleichzeitig positiv abgestimmt. Also es ist schon schwierig, war ein großes Dossier. Ja. Und Geschenkverpackungen müssen nicht auf der Vorderseite mit Kalorien etikettiert werden. Das ist gut. Ne? Zum Muttertag wollen wir nicht die Kalorien als erstes lesen auf den Pralinen. Und die alkoholischen Erzeugnisse haben wir komplett ausgenommen. Da wollte ich dich fragen, denn ich bin ja besonders daran interessiert, dass diese neuen Vorschriften nicht für alkoholische Getränke, besonders nicht für Wein gelten sollten, weil ja die Etikettierung von Wein in der Weinmarktordnung, der Agrarordnung, im Dezember 2007 geregelt wurden.
Das hat der Agrarausschuss auch vorgeschlagen. Habt ihr das übernommen? Das haben wir übernommen und wir haben generell alle alkoholischen Erzeugnisse ausgenommen von der Verordnung, weil das sind ja keine Lebensmittel. Also das sind Genussmittel, bitteschön. Und die sind alle sehr gut geregelt. Ja. Ein Streitpunkt sind die sogenannten Alkopops. Aber da steht schon drauf, dass da Alkohol drin ist. Also was drin ist, steht drauf. Und ob da jetzt noch die Kalorien draufstehen, ich glaube, das macht es dann auch nicht. Also ich denke, alkoholische Erzeugnisse sollte man generell extra regeln. Ja, wir haben also jetzt die Schlacht gewonnen im Umweltausschuss. Jetzt müssen wir sie auch noch gewinnen im Plenum. Gibt es da Bestrebungen, Alkohol wieder hineinzubekommen? Die gibt es sicherlich. Ja. Es gibt genug Kollegen, die das gerne wollen. Ich bin aber der Meinung, dass wir es schaffen können, den Alkohol auszunehmen. Wie gesagt, das ist kein Lebensmittel, das muss man anders regeln. Ja. Und was wir noch regeln müssen, ist, dass wir grundsätzlich zum Beispiel das Handwerk ausnehmen, das Lebensmittelhandwerk. Ja. Ganz wichtig. Da wollte ich dich auch fragen, denn weißt du, in Luxemburg sind besonders die Bäcker, die Metzger, die Traiteure, also Feinkosthändler daran interessiert, dass nicht vorverpackte Waren nicht unter diese Verordnung fallen. Und können wir das verhindern? Denn man kann doch nicht auf jedes Törtchen, jedes Würstchen da die ganzen Angaben machen. Es müssen ja 10 verschiedene sein, nicht? Das ist richtig. Auch das ist ein Wahnsinn, so etwas auf die Vorderseite von Verpackungen zu schreiben. Ja. Aber jetzt ist es so abgestimmt, dass diese nicht verpackten Waren nicht grundsätzlich ausgenommen sind, sondern dass die Mitgliedstaaten diese Ausnahme machen sollen hinterher. Also erst die Verordnung gilt erst für alles und die Mitgliedstaaten können dann diese handwerklichen Produkte ausnehmen. Die nicht vorverpackten. Und ich denke, das ist Unsinn, weil wir eine europäische Verordnung haben. Wir müssen das sofort in der Verordnung ausnehmen. Dass sie ausgenommen sind. Dass sie ausgenommen sind, dass sie auch alle gleich behandelt werden. Ja. Das ist ein Harmonisierungsgesetz für den Binnenmarkt. Und ich kann nicht neben jede Praline ein Schild mit Nährwertangaben stellen. Das geht nicht. Ja, ja, oder ob da Produkte drin sind, die allergisch sind. Also ich meine, wenn ich allergisch auf Eier bin, dann kaufe ich ja kein Eiertörtchen beim Bäcker. Da muss ich das ja wissen. Da muss der doch nicht noch draufschreiben, da sind Eier drin und das ist... Das kann Allergien. Das ist richtig. Und vor allen Dingen kann ich im Lebensmittelhandwerk ja fragen. Und die müssen dann ein Schild aufhängen. Das ist meine Vorstellung, dass sie ein Schild aufhängen. Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Sind Sie vielleicht allergisch? Dann fragen Sie uns. Oder man legt Faltblätter aus Informationen. Oder man schreibt es im Restaurant in die Speisekarte. Ja. Aber ich kann keine Nährwertdeklaration, Inhaltsstoffdeklaration machen, auch beim Restaurant essen. Wie soll das gehen? Ja, ja, die sind ja auch sehr kreativ. Die machen immer was Neues. Das geht gut, dass man immer die gleiche Etikettierung macht, wenn es sich um ein Industrieprodukt handelt, aber doch nicht um ein handwerkliches Produkt. Um Gottes Willen, also wir hätten ja dann nur noch genormtes Essen, auch im Restaurant. Das wäre schrecklich. Das ginge überhaupt nicht. Also unsere ganzen Spitzenköche würden verzweifeln und das ist doch nicht Sinn der Sache. Das Schöne ist doch, dass wir so viele verschiedene Produkte haben und diese Kreativität, auch gerade im Lebensmittelhandwerk. Die wollen wir nicht kaputt machen. Um Gottes Willen. Aber etwas, was, glaube ich, dir auch nicht gefällt, jetzt können die nationalen Staaten aber noch über diese europäische Regelung hinaus regeln. Das ist richtig. Das ist der Vorschlag der Kommission gewesen. Ich habe das abgelehnt, habe dem Parlament empfohlen abzulehnen. Eben alles muss in dieser Verordnung direkt und genau geregelt werden. Aber eine knappe Mehrheit im Umweltausschuss hat gesagt, ach, die Mitgliedstaaten können sich ja noch zusätzliche Kennzeichnungssysteme ausdenken. Dann haben wir doch keinen gemeinsamen Markt. Das haben wir nicht. Wir haben dann 27 verschiedene zusätzliche Kennzeichnungssysteme. Ja. Und das ist gerade wieder für den kleinen Mittelstand, der ja auch über die eigenen Landesgrenzen hinaus in andere Mitgliedstaaten vermarktet, überhaupt nicht zu durchschauen. Das geht gar nicht. Zumal in einem kleinen Land wie Luxemburg. Zum Beispiel. Ja, genau. Wir haben so viel Ausland. Weißt. Ja, wir haben auch viele Nachbarstaaten. Da müssen wir das auch noch kaputt machen. Natürlich. Ja, das hoffen wir. Also nochmal recht schönen Dank. Da bin ich optimistisch. Renate, dass du bereit warst, mit mir zu informieren. Das interessiert die Leute in Luxemburg sehr, aber besonders auch unsere Handwerksbetriebe. Und wir wollen dann natürlich hoffen, dass der Verstand auch bei der Mehrheit im Parlament sich durchsetzt, wenn wir im Mai dann im Plenum in Straßburg über deinen Bericht abstimmen. Richtig. Vielen herzlichen Dank. Vielmals merci, dass du nur gelauscht hast. Bis geschwind.